Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wart. Man, das Bibel sieht wat? Seid ihr noch fertig? Organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber macht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Moin, wir sind heute am Hai für über den Jacques, den Brief vom Jacques zu schwatzen. Heute sind dabei aber Miriam? an den Timo? an den David, das sind euch, seht ihr Gag. Wir schwatzen heute vom Jacques, Kapitel 1, Versen 2 bis 18. Wir hatten Blaschke falsch gesagt, wir hatten bis 12 Nummer gesagt, mit das bis Vers 18. Und das fand auf der Seite 375 vom Neuen Testament. Die könnt ihr doch nur gucken auf der App, die heißt Bibel op Lützeburgisch. Ich lese euch direkt die zwei ersten Verse vor und dann von da aus gehen wir dann an die Diskussion. Der Jacques sagt hier, meine Geschwister, betrachtet als ein gelles Fried, von dir auf verschiedene Manieren auf Prof gestaltet geht. Weil ihr wisst, der Prof von ihrem Glauben Ausdauer auf ihr bringt. Die Ausdauer soll aber vollständig wirken, für dass ihr reif und vollkommen seid und dass es euch und nicht fehlt. Ich wollte direkt Miriam fragen, was hat dann davon denkt, dass es ein gelles Fried soll sein, für auf Prof gestaltet zu gehen. Also, ich denke durch zurück und die Übersetzung, da haben wir auch lange Wort gesagt, Moje Lilly als Kadersloges auf Besuch nachkommen. Mit der Übersetzung haben wir lange Gesicht für ein gutes Wort zu finden, für die Gallisch auszudrücken. Wir haben uns dann aber schlussendlich auf Gallisch Fried geeinigt. Und es liest sich ganz komisch, wenn man davon schwatzen, für es als Gallisch Fried zu betrachten, wenn er auf Prüf gestaltet. Also, wir Menschen, besonders hier im Westen, also wir sind gern, dass man nichts weh haben und dass alles kommod ist und alles schön. Und das ist ein Gallisch Fried, für Prüf gestaltet zu gehen. Und nicht ein bisschen nur Gesicht. Und am Psalm 11, Vers 5, die habe ich zwar schon übersetzt, aber die sind noch nicht veröffentlicht, dafür konnte ich ein bisschen fuddeln und lösen. Aber da steht dann, der Jahwe prüft die Gerechten. Sein Wesen hasst die Bösen, aber wir Gewalt gehört. Direkt im nächsten Teil seht ihr, der Jahwe prüft die Gerechten. Das heißt, es wird die Gerechten auf Prof gestellt. Und das habe ich immens gefunden. Weil das für uns so, okay, du willst also dein gallisch Fried. Wir gehen auf Prof gestellt, weil wir gerecht sind. Der Jahwe prüft uns. Und das habe ich wirklich super gefunden. Bist du beizufügen, was Prof geht, wenn die gerecht sind? Ja, das wird Prof hat mich erinnert an ein Buch, das meine Frau mit zu lesen ging, hat empfohlen hat, weil er das gelesen hat. Das war ein Mann, den er auch gelebt, also gelebt und Jesus, er liest Bibel und so weiter. Und den hat irgendwie sein Leben lang an Zoo geschafft. Und du hast mit deren zu dir gehabt, und da schreibt er lauter Geschichten, die er mit deren erlebt hat. Und dann möchten wir so eine Referenz zur Bibel stellen. Und dort, da tut mich dann erinnert, dort die alte Bibelstelle, also der Vers 2 an Prof auch erwähnt, und zwar bezogen auf ein Giraffe. Und das ist so, das wusste ich auch nicht dafür, aber ein Giraffe ist ja relativ groß, und sie so lang stelze Beine, so ein mal, also wenn die Giraffe Mann hier die Kant kriegt, da fällt Giraffe Kant, da praktisch 2 Meter auf den Boden, genau. Und da gehst du so, okay, lo geht die Giraffe fein mit dem Könnchen und so weiter, aber anscheinend wird hin als Zoowächter oder ja, in den Tieren, der aufgepasst wird, da beobachtet, dass dann die Giraffe anfängt, hier Tiere zu rennen. Und immer nächst zu rennen, und immer nächst zu rennen. Und irgendwann fängt der Tier an abzustehen, und dann schlägt die Giraffe auch noch die Beine fort, und er fällt es nicht. Und irgendwann steht es, und dann kriegt er noch ein Bein fortgerannt, und wenn er so 2-3 Mal gut abgestanden ist, sicher steht, dann lässt Giraffe Mann, Giraffe Kant auch. Du möchtest hier ein bisschen den Vergleich haben, das passt auch gut zu dem Vers, den du Psalm 4 gelesen hast, das ein bisschen
Op den nächste Blick seidet aus wie wann Giraffen Mam net en gut Mama sondern du dem kann Pink zu bringen mir einstelle so Prof, weil es solo mal an den afrikanische Länder, wo en Giraffe an der Wildnis in erwehrs, muss es direkt stohe könne fir durch Liwen zu kommen. Wann ich lo de Psalm dabei und da kenne so heiget beschrieben vom Jacques, dass so Leute, die mat Jesus, mat Gott erwe sind, et sollen als eng Fred gesehen, dass Gott so Prof stellt, wie das vier berät sie für Liebe mat him zu summen. Also ja, dat also flott Beispiel aus der Natur, weil das weiß, dass da steht so Prinzip, was vielleicht die Gott uwendet für Leute zu trainieren. Wie sind dann nur die gerecht? Ja, mir hören da drin, das ist ein gut froh. Kann ich das mir klarstellen? Weil mir wird das ungeschwert. Also, da muss man aber irgendwie besser klarstellen, ja. Wen sind dann nur die gerecht? Also die gerecht sind die gläubig, aber sie sind nicht gerecht, weil sie einen Heilschein haben und perfekt sind und alles richtig machen. Sie gehen an Psalm oder an der Bibel Götten Gläubigen als gerecht bezeichnen, weil der Jesus sozusagen die Schuld von ihm auf sich geholt hat und dadurch kann ich so juristisch gesehen gerecht gesprochen hat und dadurch ist er gerecht und das nicht, weil er den Heiligen am Sinn von dem mischt kein Fehler mehr oder dem mischt alles richtig ist. Ich meine, das gerecht am Sinn von durch den Jesus, wenn du den Jesus liest, bist du gerecht gesprochen. Es steht heute in der Bibel, an dafür ist du gerecht. Ich meine, dass das nicht gemeint ist. Gib mir mal so. Das ist eine andere Meinung. Also nicht eine andere Meinung. Ich gebe vielleicht so ein bisschen ernst, also nicht rein so nicht. Vielleicht noch eine andere Perspektive darauf bringen, dass der Gerechten geht als der beschrieben, den ob Gott seinem Weg geht, den wie soll ich sagen, den Gott gern hört, der sein Wort gern hört, an den Versicht an allem Gott zu ehren. Ja. Das gehört doch dazu. Ein anderer wird, dass ein ehrlicher Mensch, den ehrlich mit Gott unterwegs ist. Ja. Ja. Das viel wert. Das sind die Leute sollen noch froh sein, wenn sie Profgestalt gehen. Weil wenn sie Profgestalt gehst, dann soll sie Prätze für Rappes. Und ich meine, das was für mich wichtig ist. Meine Frau aber auch, was an dem Text, den ich gelesen habe, steht, von Ausdauer am Vers 3. Weil durch Prof von unserem Glauben als Ausdauer das herbringt, das zustande kommt. Was ist Ausdauer? Also in Unterschied zwischen Ausdauer und Geduld. Weil ich schon lange darüber nachgedacht. Und für mich Geduld und Ausdauer ist nicht dasselbe. Was denkt ihr darüber? Ist für dich dasselbe? Ist nicht dasselbe? Also für mich ist es nicht dasselbe. Ich gehe meine Definition vom Ausdauersport hier kommen, weil ich früher Ausdauersport gerne gemacht habe. Und ich bin gleichzeitig ein Pap. Also wenn man kann etwas machen und es gefällt mir nicht und ich will ihnen etwas beibringen, dann muss ich Geduld tun, weil ich muss ja eigentlich passiv warten, dass eine Veränderung geschieht. In dem Fall bei einer Person, aber das kann ja auch bei mir sein, wenn mir etwas verändert wird, dann ist das heißt du passiv. Und Ausdauer wäre für mich, du musst aktiv dich ersetzen. Zum Beispiel, wenn es um Ausdauersport willst besser gehen, musst du aktiv trainieren, für mehr lang laufen zu können oder so. So für mich wäre Geduld, ich muss passiv werden, aber eine Veränderung an Ausdauer, also ich mache aktiv etwas und dadurch packen Jobs mir lang oder besser. Ja. Also die Ausdauer sind ich ganz normal nachverstanden. Also das ist etwas, wo ein effektiv aktiv dabei ist. Aber Geduld an einer gewissen Hinsicht aber auch, weil auch wenn bei der Geduld viel mehr muss nachgucken, also da wird das es muss ihn aber immer wählen. Wir sind sich aktiv dafür entscheiden, passiv zu werden. Genau, es kann ich nicht einfach so ich gucke dem Spaß noch an, wie soll ich sagen, geduldig sein, also auch etwas Internes. Ja. Das hat doch mit den Gedanken zu tun. Das ist schon aktiv. Was sie viel mehr froh, dass sie eine Frage geduldig sind, Martina. Aber bon. Das ist auch aktiv, passiv. Gell? Also, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich komme auf dieselbe Konklusion. Ich habe gesagt, Ausdauer, dass du schaffst auf ein Ziel hin. Weil du präparierst dich für etwas können zu erreichen.
Aber wenn am Sport seist, ich will gerne den Triathlon machen, ja, dann musst du dich präparieren, dass du die Ausdauer hast, für den Triathlon zu packen. Das heißt, du präparierst dich etwas und du hast immer ein Ziel für einen an, für das zu erreichen. Geduld ist aber nicht, dass den Ziel ist. Geduld ist einfach, ich warte darauf, dass den anderen etwas ändert oder die andere Person in diesem Sinn etwas ändert. Ziel ist, dass den anderen ändert. Ziel ist nicht, dass du ein Ziel für einen anderen hast. Da ist für mich der riesige Unterschied. Und ich fand das fantastisch, dass man die drei Perspektiven konnten ein bisschen gehen. Weil wer vorher schwätzt von der Ausdauer, soll aber vollständig wirken. Und, das ist ein bisschen alles so abstrakt, Heinz, wenn du meinst, was der Jacques ausschwätzt. Wisst, also ich wollte darüber schwätzen, was soll man drinnen verstehen, was reif auf Verkommen ist, was am Vers 4 steht. Weil das ist ja, was die Ausdauer soll Herr 4 bringen, dass wir reif auf Verkommen sind. Hast du irgendeine Idee dazu, was da mal wirklich gemeint ist, was reif auf Verkommen soll sein? Also nur spontan fällt mir auch eine Bibelstelle dazu an, die ein bisschen ähnlich könnt an 2. Timothée Kapitel 3, Vers 16. Da steht ja 3, Vers 16, das ist auf Seite 352 im Neuen Testament der Plötzlich, also 2. Timothée 3, Vers 16. Da steht, als Schrift, das für Gott inspiriert, okay? Also zum Beispiel die Bibel, für einfach zu übersetzen, anders nützlich für zu belehren, für zu überzeugen, für zu verbessern, für an der Gerechtigkeit zu erzählen, so dass der Mensch für Gott gelehrt, und für all gut dort equipiert ist. Also, wenn ich einfach übersetzt Bibel lesen und darauf lauschen, da sind ich irgendwann equipiert für gut Wirken an meinem Leben zu machen, anderen Leuten zu helfen und so weiter. Und heute werde ich eher so auf den Punkt kommen, weil Gott mich auf der Probe stellt und ich die Probe mit Ausdauer laufen, da sind ich irgendwann den reif genoss, den hat so viel Kampf schon gekämpft, dass er viel bereit ist für das, worauf es wirklich auch könnt, dass wir Sportler, wenn er will, für den Kurs viel bereit sind, dann muss ich schon relativ oft mit der Peng am Training eins gehen. Ich gebe also so verstehen, der Dreifall vollkommen ist. Okay, das heißt, vollkommen gesagt nicht so, wie wenn das perfekt wäre. Spontan. Dass man reife an perfekt Ja, hätte sind. nee, weil reife dann, vollkommen. weil da gebe ich so, wenn es perfekt wäre, weil dann hätte wer es dann drauf, wenn er denkt, ich weiß, es fehlt, da soll hier Gott frohen. Kein Sinn mehr. Weil wenn es schon perfekt ist, dann wäre es 4, dann wäre es 5 überflüssig. Also so. Gebe ich auch so. Ich schon noch einmal Frauen am Kopf, die unter schweren. Wenn wir heute von Ausdauer schwätzen, haben wir nur definiert, dass Ausdauer etwas ist, wo wir auf ein Ziel durchstreben. Was ist das Ziel dann heute? Wir kommen noch drauf. Okay. Wir kommen noch drauf, meine ich. Wir sollen das am Kopf haben. Was ist das Ziel zum Schluss am Tag? Für was soll man ausdauern? Rein wo gekommen habe ich ein bisschen geguckt, und da ist dann am Griechen natürlich Tamim und Telios. Mit den Ausdruck, der gebraucht wird, weil es ist so eine Ganzheit, dass du ganz präsentierst, dass du die Ganzheit tust. Es hat nicht mal Perfektheit zu dienen, es hat mal Ganzheit zu dienen. Und ich meine, das ist das, was er gut beschrieben hat. Weil muss ihn dann komplett integriert leben, nachdem in sein Machen konsequent möchte, vis-à-vis von das, was er lebt oder überzeugt ist. Und ich meine, die zwei Sachen müssen dann noch übernehmen stimmen. Du kannst nicht so, du lebst das und du musst das nicht. Das heißt, du hast die Ausdauer nicht, für das umzusetzen, was du lebst oder was du willst machen. Wo ist die überzeugt bist. Und dafür kannst du keine Ausdauer, wenn du das nicht musst. Aber du brauchst die Ausdauer. Und das ist ein bisschen so gespielt für mich. Dass Jacques möchte mit der Ausdauer für vollkommen zu sehen, mit der Probe, dass er Probe gestaltet ist, und wenn es nicht Probe gestaltet ist, und es keine Ausdauer. Aber ich habe das dann nur richtig verstanden, weil das ist selbst, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe. Dann habe ich gesagt, wenn die Nachfolger von Jesus
noch nicht reife verkommen sind, dann ist hier Ausdauer nicht vollständig, weil sie Probe nicht gepackt haben. Und ich das dann noch richtig verstanden. Weil wenn das der Fall ist, da sieht ein Text halt wirklich für mich, ja dann, wenn es nicht packt, dann vor Gott im Weisheit. Oder habe ich das falsch verstanden? Und was möchten du noch? Weil du möchte ja ein Beispiel hin. Ich geht ja an ein Beispiel ran, den hält, von Vers 5 bis 8. Was denkt ihr, als das, habe ich das richtig verstanden? Dass wenn ich nicht reif verkommen sind, dass ich dann die Ausdauer nicht vollständig gemacht habe, weil ich die Probe nicht gepackt habe. Ja, also den Text will eigentlich so, und fängt jemand mit Geschwister an, Vers 2, also du mal da schwätzen all die Leute und dem heutigen Fall konkret, die unter Jesus gläubig sind, Juden sind an der Diaspora, aber da sind da ja dabei, die sind 20 Jahre und dabei sind da die 80 Jahre alt sind und sie sind unterschiedlich vielleicht schon lang am Glauben in der Wem am Jesus. Und ihr seht, von Ziel von all dem ist, dass der Ausdauer eben trainiert durch all die Proben. Wir sind auch alle gut auf dem Weg, mit dem Ausdauertraining in der Weg für vollkommen reif zu gehen. Und da gibt es praktisch Trainingstipps. Also wenn du willst, wenn da zum Beispiel Weisheit fehlt, wenn du Sachen nicht weißt, wie du sollst anwenden, da froh Gott. Oder wenn du im Zweifel bist, dann halt auch mal zweifeln, weil ja, das sehr vergleichbar ist, ja, da bist du wegen mir, weil der vom Wand getrieben an hin und her geht. Also, dass wir, wenn da nur gibt, Ratschläge gehen, wie kannst du das trainieren? Ich meine nicht, dass, also, das nicht das von denen, die das liest, schon an der Perfektion ist. Oder irgendwelche andere Bibelversen zum Beispiel, die jeweils helfen, für das besser zu verstehen. Die Verse 6 bis 8, weil du hast ja der Logischwert von dem Zweifeln, dass du sollst Gott frohen, aber du sollst nicht zweifeln. Aber wenn du zweifelst, dann hast du ein riesiges Problem. Wie ist das zu verstehen, die zwei Topiken, die zusammen da gehen? Einerseits soll ich Gott frohen, für Weise zu kriegen, für dass ich die Tester, die Probe packen. An der anderen Seite, wenn ich zweifeln, da packst du die Probe nicht. Weil dir fehlt Weisheit. Und Gott hat keine Weisheit. Weil du hast ihn gefragt. Du hast gefragt, aber du hast gezweifelt. Also, ich meine, die Bibel stellt mir eng aus, wo der Jesus sieht, wenn wir beten, da soll man darunter leben, dass Gott alles verändern kann. Und halt, wenn ich Gott um Weisheit von und da so am Anfang weiß ich nicht, ob ihr fähig dazu ist, da sieht Gott mal, was soll das? Das will Ja, also du hast zum Beispiel in der Bibel auch ganz klar, dass Weisheit vor Gott könnt. Weisheit, also Gott ist den Weisheit schenkt. Du hast an der Sprüche, also die Sprüche sowieso ist ganz voll davon, aber spezifisch in 2,6, den habe ich dann noch nur geguckt und da steht dann, dass die Jahwe gibt nämlich Weisheit, Wissen und Intelligenz aus seinem Mund. Das kennt alles für Gott. Und du, ja, wenn du Frieden und Zweifel den und dann Zweifel den mehr wie nimmen als Gott kapabel für mal Weisheit zu gehen. Ja, und du Zweifel den Wesen von Gott. Also werden halt nicht mich, dass du mal Zweifel am Leben als Christ, als Gläubigen, der es hun. Es geht darum, wenn ich zu Gott beten, auch schon während dem Gebet schon vorstellen, ob Gott überhaupt irgendetwas kann. Ja, das ist ja eine komische Relation als Gläubigen. Ja. Ja. Was siehst du, was gelebt? Das ein bisschen, also Zweifeln, das auch an die Geschichte am echten Kinniken erinnert. Da sind ich noch nicht gerade, also ich sehe ein paar Verse für drin, um gerne zu übersetzen. Aber das am echten Kinnik 18, wo den Elia Propheten, sich mit den Propheten von Baal auseinandersetzt, wo dann die Leute opfordert an zurechtweist auch sie können sich nicht entscheiden zwischen dem Baal und Gott. Und hier beschreibt hier Zweifeln, also Hebräisch, das du ganz flott, das wie das wird so beschrieben, wie wenn inzwischen zwei Kratschen humpelt. Das ist Zweifeln. Das ist Zweifeln. Es kann ihn nicht fest auf die Beine.
Et steibt den sich op 2 Sachen, du Kratschen heute ja normalerweise 2, also 2 Kratschen. Und das muss in sich für etwas entscheiden, für keine festzustellen. Und das ist das Bild am Hebräischen, was ich immens interessant fand. Sie müssen wählen zwischen Gott dem Yahweh oder der Baal. Oder der Baal. Okay. Also am ersten Kinniken wird dann so beschrieben, dass alles anders wie Gott wäre, in das topisch geht. Gut, wie wird dann zweifeln? Wie wird zweifelt die Mensch überhaupt, von denen Gott ein bisschen vorstellt? Wo kann das herkommen, dass ihn so zweifelt? Naja, vielleicht, weil er sich gestattet, dass Leben mit Gott Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das mag eine gute Möglichkeit sein. Weil er eine falsche Vorstellung hast, mehr. Ja. Kann auch einfach Lebensumstand sein, dass bemol, also wie soll ich sagen, dass mit Sachen konfrontiert wird, wo nie gemeint wird, dass mit denen konfrontiert gehen. Ich weiß nicht, am Tod, mit einem unerwarteten Tod oder mit einem Accident, das verliert den Glied oder ich weiß nicht, extrem Sachen, wo in der Bemo kann vorstellen. Ich gebe einen großen Unterschied machen zwischen vorstellen, Sachen vorstellen über Sachen, die geschehen, Gott vorstellen, so für was geschieht hat oder für was das geschieht, und zweifeln. Für mich sind das 2 Sachen. Zweifeln ist, wo ich wirklich vorstellen, wo ich mir gerne mehr sicher sind, wie Gott ist, was sein Wesen ist und alles das. Aber Gott vorstellen, das ist, also da kennt Gott nicht. Ich meine, noch konträr. Das ist froh, wenn man mir vorstellen, weil ich meine, wir kriegen nicht eng schwer froh für ihn, den nicht beantwortet kriegt. Das heißt, Zweifeln hat immer zu denen, wenn ich das richtig verstehe. Dass das ein Ausgangspunkt trotzdem ist, dass man Nachfolger von Jesus sind. Und dass man dem Moment, wo es erkennt, wo die Probe da ist, wo man mal den amesche Gott vorstellen, dass man überhaupt die Macht hat, für können etwas zu machen, oder dass die Weisheit gibt, dass der Weh also Weh hohes für raus. Zweifeln aus am Fongol etwas, was ich auch verstanden habe, dass das hat am Fongol Ding Ausdauer für die möchte. Wenn man sich schon zweifelt, dann bist du schon mal gerne bereit, wieder Spruch zu gehen, und kriegst auch keine Ausdauer. An Zweifel natürlich auch immer zu denen, dass du siehst, ja, Gott sieht an seinem Wort, ich muss das so machen. Mir schmecken hin als falsch. Weil du kannst nicht den Vergleich mit Sport machen. Also den einen Marathon lebt, was ein Ausdauerlauf ist. Du stellst dich in den Start, das verrückt 42 Kilometer zu laufen, wenn du schon von Anfang an zweifelst, ob du ein Ziel kannst. Ausdauersport zum Beispiel, also den Körperstellung als Ball alles. Und das ist beim Glauben auch, wenn du mit der Ausstellung und Ziel gehst, das halt mit der Probe, das geht viel zu streng mit Gott. Dann hast du nicht verstanden, weil beim Marathonlauf ist es ja so effektiv, vielleicht sind die Zweifel berecht, vielleicht hast du auch nicht trainiert. So, dann ist es doch egal. Also, bei Gott ist es ja so, wenn wir darüber schwätzen, wenn du den Dinger von Gott bist, Gott von der Bibel, das ist nicht irgendein, das ist den allmächtige Gott. Und du gehst und du startest vom Leben mit Gott, dann darfst du eigentlich keinen Zweifel und das egal, wer Probe könnt, auch wenn sie für dich menschlich gesehen unmöglich ist, darfst du klar sein, dass du nicht Gott selber vorstellst, woran es kann zweifeln, als weißt du, dass du sollst packen. Und dass du da zu Gott siehst, du musst eine Lesung finden, weil ich schon keinen mehr. Bon, mit das im Wetter geht. Es wenn du zweifelst, dass du eine Option hältst, außerhalb von der Option, die Gott gibt an seinem Wort. Ja. Und das ist Zweifeln. Das ist nicht einfach Zweifeln, so dass du siehst, ich will mich halt nicht so, Ja. wie wenn ich. Nee, das ist wirklich, du hast so verschiedene Meinungen und du siehst, ich meine, Gott ist falsch und die tut das richtig. Weil die Person da, ich meine, die gibt mal bessere Ratschlag, wie was Gott an seinem Wort sieht. Und darum geht Zweifeln hier im Kontext. Das ist nicht Zweifeln, dass du enke Zweifels siehst du. Wie wird das hier? Und hundische Glaube für das durchzugehen, das ist der Zweifels, weil es eine andere Option gesagt ist. Und das ist Zweifel für den Jacques.
der dann das ein Zweifel für ihn, das ist einfach Leben, du gehst mit Gott durch Sachen eben, dann hast du bist du so mit Gott, dass du durch die Sache gut lässt, mir das nicht mit Zweifeln zu dienen, wie der Teil. Voilà, dann Neinke, wenn dann Prof aushält, kriegt Ausdauer und die geht dann noch reifer vorkommen. Wenn die Ausdauer an der Ausdauer so wir sicher sind, dass das wirklich stattfordert, für wird das in Proben durchziehen. Und die Ausdauer als das Resultat von den Proben, und das Resultat von der Ausdauer, also so schön, dass du da reifer vorkommen bist, du bist ein Ganzheit. Und das nicht, dass du quasi das selbst verlierst, du kriegst etwas bei. Du kriegst etwas mit Ganzes. Aber für die Ausdauer eben zu tun, muss man Gott fragen. Weil ich meine nicht, dass das eine Option ist. Wenn du es packst, ohne Gott zu fragen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Option ist. Ihr seht es zwar ein bisschen so und könnt so ein bisschen rüber, aber ich meine, das ist also, ich frage Gott für, dass du es packst. Ja. Weil du brauchst Weisheit, für durch die Proben zu gehen. Du kannst nicht wie ein Idiot durchgehen. Das so wie der Vers 7 erzählt. So ein Mensch soll nicht meinen, dass er etwas vom Herr kriegt, weil er wankelmütig und unbeständig an all seinen Wehren ist. In den wankelmütig, also in den du Courage verleiert, an andere Wörter, in den du Courage verleiert und unbeständig ist, den braucht nicht zu meinen, dass du eine Antwort gibst kommen. Also das ist schon heftig schwer da. Also der Jacques hält okay Blatt für und Mit muss ich natürlich so ein Jacques kann so heftig schwätzen, weil dadurch, dass Juden und Jesus gelebt, die mit Juden schwätzt, die Jesus leben, die alle guten Heleia von Moses schon von klein abhören. Ja. Also das nicht wie heute, gibt ja auch Leute, die Bibel irgendwann in ihrem Leben entdecken, ohne viel wissen und dann den Weg zum Glauben finden und an ihre Weg mit Gott gehen. Und da muss ihnen die Leute eine Chance geben, für Sachen kennenzulernen. Hier in Hai kann ja bei den 12 Stämmen, dafür gehen sie auch manchmal auch bewusst so genannt, voraussetzen. Also die Lehrer von Moses, ob man es, die haben die Leute besser kann, wahrscheinlich wie mir zum Teil. Weil die haben die von klein ab die ganze Zeit gelesen und hören. Und dafür kann man auch direkt sein. Also für die Leute, die just angefangen haben, Neue Testament zu lesen, da geht nicht direkt bei der Jacques. Warte ein bisschen, dann läuft der Podcast, wenn wir da fertig sind, dann lest den Enke und dann hoffen wir, dass es mir verständlich für euch ist. Versen 9 bis 11, geht von da heraus, von der Ausdauer an die Schwätze von der Ausdauer, dass wir in Ganzheit gehen. Und da geht direkt auf die Arm und die Reich an, von Versen 9 bis 11. Und am Vers 12 seht dann der Teil. Gesehnt als der Mann den Versuchung aushält, weil wenn er sich bewiesen hat, kriegt er eine Krone vom Leben, die den Herr denen versprochen hat, die er gerne haben. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein den Erwerbs möchte. Ich hätte nur für das Beispiel und wir könnten nicht zurück auf Versuchung, auf Platz Prof, nicht nur Versuchung. Was hast du mit dem Spielchen von den Armen und den Reichen herausgefunden? Hast du irgendetwas, Miriam, was du uns da kannst mehr erklären? Also, das ist dann an der Versen 9 bis 11. Also, wir sollen uns hier, also der Kontrast, den man hier möchte, als eine Erinnerung daran, dass Gott riecht. Also, die Wörter, die gebraucht gehen von niedrig an hoch, die bei mir, wenn ich sie lesen, und die Leute, die die Bibel kennen, das soll direkt Texte aufrufen. Und zwar tue ich zum Beispiel direkt unter Luke 1 gedacht, Versen 52 an 53, dass die Maria sein Loflied, wir kennen es am besten als Ave Maria. Da seht ihr dann auf Lützeburg, ihn hat die mächtig vom Thron gestoßen, an ihn hat die niedrig erhoben. Ihn hat die hungrig mit gutem gesädigt, an die reich hat er mit eitlen Händen fortgeschickt. Und dann am Luke 6, Versen 20 bis 35 stehen ähnliche Ideen, von der Jesus über Segen und Fleisch schwätzt. Dass immer
Dat wat niedrig war gëtt héich an dat wat héich war gëtt niedrig. An steht auch am Alten Testament stehen ähnlich Texte. Da habe ich auch direkt unter dem Hannah sein Gebet am 1. Samuel gedacht. Der Jahwe möchte arm, an hier möchte reich. Hier nach niedrig, an hier nach hilft. Hier nach hilft den Armen aus dem Stöps, an hilft den Bedürftigen aus der Mischt. Für sie bei die Adlig sitzen zu tun, auf für ihnen ihre Plätze als Erbschaft zu gehen. Pilier von der Welt gehören nämlich dem Jahwe, an hier hat der ob sie gesagt. Das ist ein wichtiges Thema an der Bibel, am großen Ganzen. Wenn die Juden, die wir da hören, dann denken sie und Gericht. Dann denken sie und Gericht, dass Gott die Struktur und die Ungerechtigkeit von der Welt, so wie wir sie heute leben, wird ändern. Und das wird ungerecht, dass eines Tages wird rückgängig gemacht gehen. Das heißt, der ganze Kontext, was du möchtest, dass, wenn du auf Aufgestalt gehst, vergiss nicht Ziel. Und hier ist das Ziel an Vers 12, dass du die Krone vom Leben, die den Herr, Jesus, denen versprochen hat, die hier gehen. Das ist das Ziel. Das heißt, du gehst nicht durch all die Sachen, weil du nicht nur für Dinge anderes. Hier ist Krone vom Leben. Kann ich Ihnen erklären, was Krone vom Leben ist? Mit dem Jugement zu dienen. Ja, so im Neuen Testament wird öfters Krone vom Leben erwähnt als so eine bildliche Beschreibung von den am Schluss durchgehalten hat bis zum Schluss und hat Gott den Weg bis zum Schluss gegangen ist. Der kriegt als eine Belohnung, eine Krone vom Leben, vom ewigen Leben. Also das halt hier bildlich zu beschreiben, dann hast du es gepackt. Ich wollte zu dem Wort, weil du für du noch gesagt hast, ich möchte Changement mit Versuchung, also so am Vers 2 steht, wenn die auf verschiedene Manieren eine Probe gestaltet geht. Und das Wort Probe meint das ein Allgemeinwort der Versuchung als ein Innerbegriff einfach von Probe. Also Probe ist ja, ich kann eine Probe gestalten gehen als Gläubigen, dass ich entdecke, ich selber habe Ideen an mir, an meinem Herz, die wie eine Versuchung sind, wo ich verleitet bin, damit zu machen. Ich kann aber auch eine Probe gestalten von äußerlichen Sachen. Hier wird zum Beispiel eine äußerliche Sache, auch von dem Vers 9 und 10 natürlich Studien durch die Texte am Alten Testament oder am Gebet von Maria auch noch auf andere Sachen hingewiesen gehen. Also auch zum Beispiel so, ich kann je nachdem, ob ich arm oder reich bin, auch verleitet gehen, versucht gehen, durch Materialismus oder so, auf Gedanken zu kommen, entweder ich will unbedingt reich gehen und zu vergessen, ob dieser Erde gibt es keine Gerechtigkeit und es soll auf Gott mein Leben basieren, oder ist sie reich und ich mengen, ist schon nicht gepackt. An der Ewigkeit das nicht dein Konto, den entsteht mehr. Du hast die Versuchung ausgehalten, hast die Probe bestanden und da kriegst du die Krone vom Leben. Also ich hatte ein paar Texte von der Krone noch geguckt. Und sie wird am 1. Korinther zum Beispiel als unvergänglich Krone beschrieben. Und am 2. Timothée, da wird gesagt, wenn ich das mit Krone kriegen. Und zwar Krone kriegt ihr am Zeitalter, die kennt, von Jesus erschenkt. Ja. Das steht am 1. Petrus 5 steht das selber. Wenn Jesus erschenkt, kriegen sie die Krone, wo sie das richtig gemacht haben. Das ist eine ganz andere Diskussion. Wir werden nicht darüber angehen, was das heißt, das richtig machen. Mit geht darum, dass ein Lo seht, hier ist das Ziel. Die hat Ziel für uns. Die hat Leben. Die kriegt Leben. Das heißt, die könnt durch alles das gehen. Gott gibt euch sogar alles, was braucht, wir können da durchzugehen. Weil er gibt euch sogar noch etwas, was kein anderer ich kann geben, das ist Leben. Und dann noch degrassiert ein bisschen. Er geht auf den 12 fort und er schwätzt von der Versuchung und er weiter ein bisschen, was dann die nächste Verse könnt, von der Verfeierung. Und Versen 13 bis 16, wo er dann Verbindung möchte versuchen, verfeiern, und wenn man das soll nicht mit Gott
oder dat für Gott dir geheuen oder weil dat nicht mit der Krön vom Leben zu den Verfeierung kann ein bisschen mehr von der Schwarzen was die Verbindungen sind was den Herr nur möchte vom 13. Sünden bis zum Schluss vom Vers 18 Kommen lesen mal Vers 13 bis 15. Es soll kein Sohn von hier verfeiert gött. Es gibt für Gott verfeiert. Gott kann nämlich nicht vom Böse verfeiert gehen und hier selber verfeiert auch kein. Mir jeder gött verfeiert, wenn hier für seinen ege Begierlichkeiten ugezogen gelackelt gött. Wenn Begierlichkeiten hier bis Graf wird, bringt sie Sinn dafür und Sinn bringt den Tod dafür, wenn der sich bis ganz entwickelt wird. Also ich meine, nicht ja dafür wird Versuchung ausgeregt und am Anfang konnte gesagt, wir gehen auf Prof gestaltet, wen ist das, dass Gott den also Prof stellt, also nicht schon seinen Fanger am Spiel, mehr was dann heißt, du kannst ja an Dinge kommen, dass du da siehst als Gläubischen, ja, wenn so Stehprobleme haben, das dann Gott sein Dingen. Und du siehst, nee, nicht packen und ja, Gott schuld. Ja, dann war das, was Gott mich als Aufgabe ging, zu anstrengen. Und du kennst den nur engen Verteil und fällt man noch enger an den aus dem 1. Korinther kann erwähnen, die engers, dass du seht, also Verfeierung am Sinn von, dass du an den Sinn fällst, die könnt immer aus dem eigenen Herzen. Ein Prof, wo es darum geht, dass du eine gute Sache machst, das könnt für Gott, weil Gott wird dich nie verfeiern zu Sinn hin er so hellig hin hört keinen Sinn an sich. Ein Prof, wo du etwas Gutes muss und das könnte auf viel Bier statt, kannst du so, ja, das ist Gott sein Schuld, das muss meistern. Eine Verfeierung, also dass du dumm Gedanken kannst, hier steht von eigenen Begehrlichkeiten, dass du Sachen willst machen, wo du einschwest, Schrift sieht man da das Sinn, das könnte aus deinem Herzen und du kannst du Gott nicht Schuld gehen und dafür kann er noch so, bringt sie Sinn dafür und Sinn bringt den Tod dafür. Und mir fällt dazu an, am 1. Korinther 10 steht hier, dass nämlich nicht, wo Gott uns prüft, zu schwer für uns ist. Und das zählt für alles, wo so ein positiv Probe ist. Gott, bei der Sünde ist es ja so, 1. Jean 1 sieht mir oder 1. Jean 1, 8 bis 10 sieht mir machen Sinn, also mir Dateien selbst mir verfeiert durch das eigene Herz. Also auch wenn wir am Ausdauerkampf sind, ich darf Gott nicht schuld geben, ich kann aber bei Gott kommen und ihm Verzeihung holen, die ganze Zeit. Also das was Rest hier so ist gut, weil ein Prof gebe ich so nicht, ein Prof hat nicht direkt mit Sinn zu den. Ein Prof ist äußerlich und hat auch kein äußerlich Sinn. Du hast du am Spiel mehr verfeiern ist immer mit Sinn verbunden. Ja. Das ist ganz klar. Und du hat ein Thema komplett recht, also das kann nicht von Gott kommen. Und dann steht ja, an Vers 17, also 16 steht, los ich nicht ihr für mein Leben Geschwister, also das ist für mein eigene Gedanke, sinnliche Gedanke, bierlich stehen. Und dann all gut go und all perfekte Kado könnt von oben Ruf, vom Pap, von den Himmelslichter, bei dem es weder Veränderung Gott nach Vers oder Ahnung vom Schild, also am Sinn von, also Gott ist perfekt, hier geht Kadoen auf der Erde, und hier geht die guten Sachen, und hier geht das Leben, was das Ziel soll sein. Aber für die Verfeierungen, da musst du schon bei der selber den Fehler sichern. Da kannst du nicht bei. Ja, weil ich meine, das ist auch ganz gut, weil hier setzt den Kontrast zwischen der Grund vom Leben und das Resultat von der Sinn. Das bringt Tod auf hier. Ja. Können wir das ein bisschen erklären oder soll ich einfach lassen? Die Sachen, die du musst, laut das, was Gott verlangt, was er sieht, was gut für dich ist. Weil ich möchte mehr Vorschriften wie verlangen. Er sieht, liebe David, ich will da mach es so. Und sie sagt, nee, ich weiß besser, ich mache so. Und dann denken wir, Teilen, wenn Gott etwas vorschlägt, dann ist er darauf aus, für Leben zu gehen. Er ist nie darauf aus, für dir den Tod zu bringen. Obwohl das halt anders präsentiert wird. Aber das ist, was Gott an seinem Wort die ganze Zeit will machen. Er sagt, mach das nicht, mach das heute. Weil das heute bringt das Leben, das andere bringt der Tod. Für was bringt der Tod? Das ist so das Wort. Körperlichen Tod? Bringt den körperlichen Tod? Was schwatzt denn da wirklich an? Natürlich, manche Sachen, die ihr möchtet, bringen direkt körperlichen Tod. Physik kann ich nicht 100 Jahre feiern. Wenn du mit 300 an den Kehr willst fahren und du hast nicht ein Auto für, dann bist du definitiv tot. Das ist auch ein Sinn, wenn das so ist. Aber für was bringen Tod schwatzt denn heute?
Ich meine, Schwärzteil, also vom Tod, dass man nicht bei Gott an der Ewigkeit sind. Also an der Ewigkeit, was dann entweder bei Gott oder eben nicht, den ewigen Tod und so. Mir fällt ein Beispiel an der Tunst zwar in einem anderen Kontext, mal ein hören, mit kann ich vielleicht auch benutzen. Das fällt mir auf, weil hier ein Glas Wasser steht. Wenn Wasser da dran ist, mir ja auch zuletzt, ich habe so Werbesport Wasser vom Leben, also das Wasser repräsentiert das Leben, aber wenn ich meine kann so eine Stelle dann mit vom Tisch, da fällt es nicht drauf, da kannst du davon trinken, an der Hälfte, wenn es Sommer ist, dass genug Energie ist, und kann das schlau, dann hat es Leben. Aber wenn da immer mehr nur den Rand stellt, Was du hast? weil ich kann, dann irgendwann bin ich nervös. Und irgendwann, das werde ich nicht viel machen, weil ich da nicht Nee, was lebe. Genau. Ich will gerne trinken. Wenn ich es fallen lasse und als erstes Glas futti, und zweitens David kann er noch nicht mehr trinken, und dann da aus. Und da stirbt nicht. Und da stirbst du. So. Und das ist manchmal, was ein Heuer aber ein geistlichen Niveau seht, also es geht nicht nur um den biologischen Tod, den zwar auch immer damit verbunden ist, aber das ja im Vergleich mit dem Wort Leben am 12. Also, wenn du das ignorierst, alles, was Gott sieht, und du Dinge Versuchungen nur gehst, also das Sinn nur gehst, Schluss, der Begriff, den die Bibel dafür dann als Überbegriff benutzt, ja, dann ist irgendwann Schluss von Was man auch muss am Kopf behalten, also das ist etwas, was vielleicht wie soll ich sagen, nicht allgemein wissen ist. Mir sind mir klar gestellt, dass das ein Buch ist, das von einem Jude geschrieben gehen als Jude gerecht. Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn Juden das Wort Leben hören, dann haben sie eine Definition am Kopf. Und sie haben direkt, wie soll ich sagen, eine Vorstellung, was damit gemeint ist. Und am Jüdischen hat das Wort Leben an auch Verb leben, die von der Oberstehung mit an sich, auf dem Zeitalter die kennt. Das heißt, wir leben hat Recht auf die Oberstehung und auch auf den Zeitalter die kennt. Und den Tod ist den Anwärts. Ja. Den Tod ist du hast kein Recht auf die Oberstehung, also auf die Oberstehung und Leben, und auch kein Recht auf den Zeitalter die kennt. Das heißt, das ist für mich ist das, was den Jacques auch hier hilft. 100%. Kron vom Leben, wir haben ja schon davon geschwärzt, und dann die Sinn, die den Tod dafür bringt, das heißt, du verspielst sozusagen, das zwar nur ein schlechtes Wort, okay, was dann, du verspielst die Chance, ob Leben und ob den Kron am Zeitalter die könnt. Also dafür, wenn man von Verfeiern schwätzen, dann hört es mit einer moralischer Stärke zu tun. Weil Verfeiern hat wirklich stumm zu tun. Die Moral stärkt, die trägt ihn dann so aus, dass du siehst, nee, ich dezidiere Richtung Leben zu gehen. Aber das ist, was Gott sieht. Die Sachen, die müsst du, das ist für das Leben. Und die anderen Sachen, und für das Leben wird mir gesagt, das ist absolut exzellent, das ist für die Oberstehung und Zeitalter das könnt. Wir sind an diesem Zeitalter oder das Zeitalter das könnt. Es gibt keine 100.000 verschiedene Möglichkeiten von Zeitalter. Und das ist für mich spannend, weil am Ursprung kann man dann abhalten, wenn da seht, nur singen wollen, das ist nur Wollen von Gott, hat ihn uns, also nee, Pater Jesus, nur singen wollen, hat ihn uns durch die Wort von der Wahrheit auf Verbrücht, für das mir so etwas wie die Furt von seinen Kreaturen wären. Am Heilschwätzen von den Israeliten. Die Israeliten, sie kriegten Gott sein Wort. Sie sind die Frucht, weil sie waren die Ersten, die Gott sein Wort hatten, die Ersten, die wussten, was Leben ist, laut Gott seine Definition. Und dafür sind sie die erste Frucht von seinen Kreaturen, von seiner Schöpfung, von den Menschen, die Gott erschaffen hat. Hat er noch irgendetwas dazu zu sagen? Nee, das ist ein knackischen Text, aber Ja. Das ist aber Schön spannend. gepattert, aber effektiv spannend für zu schwätzen und zu lesen. Tipptopp. Dann sind wir für heute fertig. Und dann lehnen wir los für die nächste Kehr. Da schwätzen wir da wirklich los vom Verse 19 bis 27, Kapitel 1, der Seite 376 aus. Bis nächste Kehr. Das war es dafür heute. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat
organisiert von der LBE-SBL. Für all Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, ab bis nächstes Jahr.